Seht ihr da die Drohne? Wir haben gerade Drohnen auf Besuch. Der Tobi Holzer, super Fotograf, ist gerade auf Besuch. Bald gibt es ein Video von ihm. Ihr könnt gespannt sein. Drohnenaufnahmen. Danke, Tobi. Hohohoi! Heute fangen wir die Woche voll im Fahrt an. Ja, bin auf dem Weg zur Post. Einzahlungen, Post abholen. Natürlich bei der Post abholen. Und ja, vielleicht gibt es nachher Post nachher etwas. Ein bisschen Brot. Und so, Kaffee. Kaffee muss ja, wir haben das Ganze aufgetrunken das Wochenende, aber ja, hey, wichtig ist zu sagen, schön bist du da. Dann fangen wir die Woche mal an. Yes! Break it down, get it back in the ground. Herrlich. Ich habe es sogar retour geschafft, bevor es richtig anfängt zu regnen. Herrlicher Moment. Ja, jetzt gehen wir mal einen Kaffee nehmen und dann weiter schauen, was ich weitermache und wie weiter geht's. Cycle it round, that green and brown. Break it down, if it once was a lie. Make your garden thrive. High five. Es ist Dienstagmorgen. Ich habe Geissen im Stall. Jetzt muss ich sie ihre Züge zusammennehmen und eine neue Weide geben. Ich komme wieder zurück nach Haus, zum Kringelstall, weil ich muss jetzt auch schauen, dass ich nicht krank werde und brauche ein bisschen näher, ein bisschen einfacher. Ja, darum komme ich näher zurück wieder, damit ich die nächsten Wochen es ein bisschen einfacher habe. Wieder. Dry out every now and then, just fluff it about. Well, everything is always falling apart. So, die Weide ist wieder mal da, damit ich es ganz nahe habe momentan. So, jetzt laufe ich hier ins Tal. Weil ich habe im Drachenhaus eine Sitzung betreffend den 5. Oktober. Am 5. Oktober haben wir entschieden und festgelegt, werden wir den Zeremonieplatz, also den Peace Circle, einweihen. Und zwar ist das ein Samstag, der 5. Oktober, und du bist natürlich herzlich eingeladen. Vom 4 Uhr weg bis zum 10 Uhr am Abend werden wir Konzert haben. Es wird fürs Trinken besorgt und Unterhaltung. Und ja, am 4 Uhr gibt es eine Eröffnungszeremonie für den Zeremonieplatz am Peace Circle. Und dann geht es los. Und jetzt gehe ich eben runter, um das eben besprechen mit dem OK. Hey, weil ich mache nicht alles allein. Und vorher hatte ich noch ein Gespräch online mit dem Cormac von Wine Permaculture. Da oben der Ding gerade, wirklich Wine Permaculture. Cormac, ein wunderbarer Mensch von Irland, der sehr viel macht für Netzwerke von Permakultur in Europa und weltweit. Er hat einen Podcast Wine Permaculture. Ganz schauen, ganz hören. Wirklich spannende Gäste hat er und macht richtig viele gute Sachen. Und mit ihm habe ich nachher geschwätzt, eine Stunde lang. Dann immer wieder mal, weil ja, es geht ja um Größeres. So wie die kleineren Details geht es auch um größere Sachen. Weil das Ganze ist eine Aufgabe. Nicht einfach Plausch. Aber es macht Plausch, diese Aufgabe. Well, there's no need to let it break your heart. Don't just break it down.
ist Mittwochmorgen. Ich bin gerade dran, da eine Weide einzurichten für die Schäfe, damit sie da wieder weiden können. Es ist ein wunderschöner Morgen, halb bedeckt. Und ja, ich habe gerade Freude. Ich habe gerade Freude. Es ist alles so schön. Breaking down microbes. Es ist schon schön, wenn man einfach mit der Brise kann schmüseln kann. Gell, Brise? Ja? Ich muss nicht einmal zu dir kommen, du kommst auch zu mir. Gell? Ja, mein Schätzli Brise. Ewig und ewig. Gell? Die haben die schon gewusst, oder? Ein Esel wird so 30, 40 Jahre alt, wenn es gut geht. Der Brise. Werden wir zusammen alt, hä? Du und ich hier oben in der Reste. So schön. Da haben wir noch ganz viel Zeit zum Schmüseln. Going to town, getting their fix till it's all devoured. Broken down. Jetzt sind auch Geissen fertig. Das heisst, Chef sind versorgt, Geissen sind versorgt. Das heisst, ich kann endlich wieder auf den Zeremonieplatz weitermachen. Herrlich! Time to feed your plants. Endlich bin ich wieder dran. Und ja, es ist wirklich nicht mehr viel. Ihr seht es da entlang. Wirklich nicht mehr viel, was weg muss. Da vorne noch. Und dann muss es noch ausgefüllt werden. Aber das, was der Lorenz gemacht hat, ist einfach grandios. Und der Lorenz, der gute Typ, kommt am Samstag schon wieder. Zum 3. Mal. So ein guter Typ. Aber das seht ihr noch. Aber ich muss einfach wirklich sagen, Lorenz, hey. Wenn es nicht schon Peace Circle würde heißen, würde es Lorenz's Kreis heißen. Definitiv. Aber Peace Circle. Wir müssen es nennen, weil es wird, hey, mit deiner Energie bringen wir Frieden an. Ich sag's dir, Lorenz, danke vielmals. Read it right out and do a little dance. So, ein Stündchen bin ich jetzt dran gewesen. Jetzt habe ich aber Hunger, weil es ist erst schon 12:30. Und ja, heute Nachmittag der Rest. Und dann geht es weiter. Hat noch viel zu tun, Aber am 5. Oktober, wenn wir dann den Zeremonieplatz und Peace Circle einweihen, werden wir auch Standing Yoga und Lach-Yoga haben. Mit Pia Erler für Wisp. Oh, das wird speziell. Vor allem das Lach-Yoga. Auf das freue ich mich so richtig. Und ja, ich wünsche einen guten Miteinander. Well, everything is always falling apart. Might as well just give it all a brand new start and break it down. I say break it down. Come on, break it. Well, when the time is up, just break it down. So, jetzt ist also mal verstrichen gerade. Also ich bin müde. Danke weg, kommt mich aufladen. Und die Hunde, nein, eigentlich wollen sie noch spielen und noch mehr haben. Aber dafür euch schnell zeigen, jetzt ist es wieder flach. Und weiter raus. Und fortlaufend, wenn ich es so viel jetzt hier, geht es runter und füllt dort auf. Also noch mehr stützig. Ja, und es ist wirklich nicht mehr viel. Noch 10 Minuten Pause und dann weiter schauen. So, an der Ecke ist mehr weniger die ganze Erde draussen. Jetzt müssen wir nur noch den Dreck putzen und dann schauen, wie es weitergeht. Da muss ich auch noch flach machen. Aber ja, bald ist für heute Feierabend. Das war der Mittwoch.
Viertel ist weg, das ist jetzt nur noch ein Stein grosser. Aber es wird spannend, weil dahinter ist hohl. Ja, und dort hinten haben wir auch noch ausgegraben, ein bisschen mehr und mehr gesehen. Ja, aber es wird spannend. Buzz, buzz, bees, bees. Buzz, buzz, please, Kommt verdammt gut. please. Buzz, buzz, bees, bees. Es ist Donnerstagmorgen und es ist schon richtig frisch. Heute Morgen tue ich hier ums Haus herum, strimmen um die Gärten herum, und gleichzeitig auch mulchen. Ich mache so ein bisschen kleinere Arbeit ums Haus herum, weil es ist wirklich frisch. Und hoffentlich bin ich genug schnell fertig mit allem, damit ich wieder die Wärme in die Computerarbeit machen kann. Genau, weil es ist wirklich, habe ich schon gesagt, frisch. Buzz, buzz, please, please, please. Das sind die ersten Speisepilze, die am Wachsen sind. Die Rügel sind ja infiziert, inoktiert, also geimpft mit Pilz. Und da, so wie es aussieht, wachsen die ersten. So schön! Mindestens eins hat es gegeben. Please go easy on our friends, the bees. They're extremely Jo, esteemed überall colleagues. gestrimmert. Aber überall, wenn ich sehe, nicht so tief. Noch das Höhere. Ich mache das extra so, damit ich die Wurzelwerke noch im Boden lasse, als möglich, also einen grossen Teil. Und dass es weiterhin Wachstum gibt. Aber der organische, also das grüne Zeug, das oben wächst, kann im Boden, damit es organisches Material gibt, zum Füttern, damit ja, der Kreislauf. Aber es ist eben nicht nur das organische Material, das wichtig ist, sondern dass auch die Wurzelwerke weiterarbeiten kann. Genau. Weil ich möchte ja aufbauen, noch nicht säubern, noch nicht räumen. Ich habe ja viel zu wenig Wachstum gehabt diesen Sommer. Hier auf dem Terrasse. Also möchte ich ja, dass es möglichst viel Material gibt, damit das nächste Jahr noch möglichst viel stärker ist. So, jetzt muss ich noch den Streamer tanken und dann weitermachen. Weil es ist schon nötig, wie ihr seht. Driving to some Und ja, jetzt ist ja auch ein guter Zeitpunkt für so Sachen. Es wächst noch, die Vegetation wächst noch, aber das Wetter schlägt um. Das heisst, es wird viel feuchter, das heisst, der ganze Mulch und alles, was umgeht und am Boden liegt, hat mehr Feuchtigkeit und anstatt einfach vertrocknen, vergeht es auch besser. Fachmännisch kann man das wahrscheinlich noch viel besser ausdrücken, aber wisst ihr was? Wir wissen alle, was ich meine, oder? Genau. Und eins nach dem anderen, aber damit ich nicht leer laufe, wenn ich zum Haus raufgehe, die Helibox noch mehr ausladen. vibing their home in the hive, and we need bees to be alive. Also wenn du nicht weißt, was mit Goldruten machen, anstatt da könntest du eigentlich auch einen Esel zutun. Weil Esel lieben Goldruten. Gell, mein Sohn? Well, leave the weeds and trees. Es ist Freitag. Gestern haben wir viel Computer gemacht, wie gesagt am Nachmittag. Heute Morgen bin ich am Bäume schneiden, zum Pfosten machen, wo wir noch für den Friedenskreis brauchen. Genau. Eben wie gesagt, der Lorenz kommt morgen und der Valentin hat sich auch angemeldet, so geil. Das heisst, wir sind sicher das dritte. Uferinnen haben auch gesagt, sie tauchen auf. Mal schauen. Da wären wir schon das fünfte. Aber wobei meistens, wenn die Uferinnen auftauchen, an dem Tag, was auftauchen, lange es nicht mehr zum Arbeiten. Darum schauen wir. Aber ich bin jetzt mit der Festen nur noch ein Baum. Und zwar der da. Wie ihr gesehen habt, habe ich schon vorgeschnitten. Kippen. Und das Gute ist, überall wachsen junge Bäume und kleine Bäume. Das heisst, es gibt für sie Licht und Dünger und es wächst gerade wieder. Also kein Verlust, sondern mehr Gewinn. Also einfach, dass wir darüber geredet haben. Heute Morgen habe ich den Kettensäge nicht zum Laufen gebracht. Also habe ich alles per Hand gemacht. Ja. Aber jetzt bin ich fertig, habe genug rausgeschnitten. Seht ihr, lasse alles liegen.
Bald kommen die Geissen mal da durch, wir können es auffressen. Und ja, die Kleinen können wieder wachsen. Oder ich nehme ein bisschen raus für die Geissen, oder ich lasse als Mulch, ich weiß es noch nicht. Noch nicht entschieden. Jetzt aber muss ich das alles raustragen. He's growing down the street so we can please. Dann ist es geschafft, da sind ein bisschen die Pfosten bereit. Zum Hintertragen zum Zeremonieplatz. Aber das machen wir morgen. So the bees getting down to eat because life depends on. Samstagmorgen. Das, was ich gestern abgeschnitten habe, zum Bäume und Pfosten machen, tue ich heute einen Teil die Geissen füttern. Das kann man auch Baumheu nennen, anscheinend. Und ja, jetzt sind wir ein bisschen ums Haus herum, ein paar Sachen machen und nachher kommt Valentin und Lorenz und heute Nachmittag noch Wufus und morgen noch mehr Wufus. Hey, es geht der Haufen und nächste Woche noch mehr. Aber weißt du was? Ich habe schon lange nicht mehr gesagt, schön gibt's dich. On these little friends and we need bees to keep it sweet. Buzz, buzz. Buzz, buzz. Ein neuer täglicher Job ist unter dem Nussbaum Genüsse zusammensammeln. Da kann man immer wieder schnell 10 Minuten verbringen, Nüsse auflesen. Und das sind ja die ersten, die runterfallen. Zum Teil voll verwürmt, andere noch gut, aber die Schalen noch dran. Well, it wouldn't be funny if there wasn't any honey. So, jetzt habe ich mal die ersten 2 Pfosten da. Ich mal probieren, ein Loch zu graben. Schauen, ob es funktioniert. So wie ich mir das vorstelle. Und dann kann man die anderen Pfosten holen. Also die ersten 2 Pfosten stehen. Der Gedanke ist, dass wir nochmal einen Ring da rundherum machen. Und wie eine Art Benjeshecke da auffüllen mit einer Art Benjeshecke. Happy Habitat, nochmal so eine Art Stütze, die dann mit der Zeit zur Erde wird. Und das außerdurch, wenn wir dann mehr Zeit haben, können wir ja eine Mauer machen. Genau, aber das ist so der Plan. So, Holz liegt genug rum. Der Valentin ist auch schon da. Sage ich wieder mal, hoi Valentin! Und ja, jetzt haben wir schon mal Pfosten angestellt und das füllen wir jetzt. Die insektenfreundliche Benjeshecke noch zum den Peace Circle ergänzen. Weil auch die Insekten müssen im Frieden leben können. Ich habe euch doch gesagt, der Lorenz kommt nochmal und schon ist er dran. Schon ist er dran am Stein verschieben. Und der Valentin ist am Weg für markieren und die Hunde sind am Hunde und nerven. Ja, und ich weiss noch nicht so recht, was ich machen soll. Darum bin ich am Filmen. And all the flowers would be sad even if it was sunny with no bees. So, das ist Desiree. Und das ist... How do you say your name again? Munira. That's Munira. And Desiree are 2 Wufus now. Ah, was rede ich jetzt auf einmal Englisch im Video? Hey, jetzt sind wir da. Das 5. Benjeshecke Happy Habitat Erweiterung vom Circle ist voll. Der Weg dazu entsteht. Schau mal, da sind wir schon weiter. Herrlich, herrlich, herrlich. Und da geht es überall weiter. Und der Lorenz ist unverbesserlich fleissig. Wie immer. Wie wir ihn nur kennen. Da Steine muss er finden, was genau ist. Ui, 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 ui. All die Details. So schön, so schön, so schön. So please go easy on our friends the bees, cause we all stand on their tiny feet. The world. Also schaut, wir können den Stein nicht lupfen und wegschieben, aber wir können ihn auseinandernehmen, haben wir herausgefunden. Stück für Stück können wir den spalten. Also der Lorenz, sie besiegt so viel Kraft.
Und er kennt noch Technik dazu. Hey, Hammer, schaut mal, der Stein. Und danach ist es genug tief unten, dann müssen wir es gar nicht verschieben. Dann können wir es einfach wieder zeigen und flach ist. Depends on these little friends, and we need these to keep it sweet. Keep it sweet. If you want happy plants. Wir sind hier am Stein zerschmettern. Da gibt es so kleine Teile. Und dann werden die Steine hier über transportiert. So einfach, wie es sich in der Permakultur gehört. Und werden wieder verbaut. Das ist richtig geil. Damit alles ein bisschen stabiler wird, wird es verbaut. Und dann sind wir zufrieden und benutzen alles. Keep it sweet. Put on your baggy pants. Keep it sweet. And do the waggle dance. Sonntagmorgen. Ui, das blendet. Schön. Schau da. Hat Fabian noch mit Lärm den Weg besser gemacht. Was zum Ausprobieren. Und ja, wir fangen jetzt an. Als erstes, die Geiss haben im Busmüs übernachtet. Und das schießt sie langsam an. Dort hinten. Und wir tun jetzt eine neue Weide machen, weil sie haben einfach gestern nicht mehr da rein sein. Also gibt es jetzt eine neue Weide. Der Lorenz, der Gutmann, ist auch schon wieder dran und geht Richtung Peace Circle weitermachen mit den Hunden. Und sobald wir fertig sind mit Zäunen, gehen wir natürlich auch gerade auf den Zeremonieplatz, weil es gibt noch viel zu tun. Aber ja, wir haben ja Leute am Ast das Wochenende und das macht Spass. Hey, ich muss Gas geben, weil das Video muss ich auch noch fertig schneiden. Oh, aber du bist ja schon am Schauen, also ist es schon fertig geschnitten. Aber trotzdem, ich noch nicht. Super, wir sind fertig. Oh, den Stromkasten müssen wir noch machen. Und dann sind wir fertig. Super, duper. Und ja, ich will sagen, because normally girls, at this part of the video, Claudia gives her best YouTube influencer impersonation, but because she's got no voice, and you guys give us a different language, and we love to have it in different languages, could you do me the honor? Ciao ragazzi, non so se qualche italiano sentirà mai la nostra voce, iscrivetevi al canale di Colin, passate da qui per dare una mano, non ve ne pentirete. E se vi piace mettete un mi piace. Und von mir einfach schön geht's dich, gute Woche und freut euch auf nächste Woche. Wir finden es schön, dass ihr vorbeikommt. Bis bald, ciao!